Es ist Prüfungszeit hier im Canyon von Pony bei Pokémon Mond und ja, wir haben schon eine Vorstellung, was uns hier erwarten wird. Das ist offenbar eine Drachenprüfung und Drachen sind ja immer so eine Sache. Und da greift mich schon das nächste Viech an. Es ist die Entwicklung, es ist Mediras. Oh Mann. Los wollt! Wir wollten los. Wieso Luftschnitt? Weil Mediras ist Drache-Kampf-Pokémon. Muss dementsprechend relativ viel Schaden machen. Fast ein One-Hit. Es ist nicht sehr effektiv. Das ist leider so. Das war Nummer 2. Die Präsenz ist jetzt zum Greifen nahe. Es ist die Präsenz des Bösen. Des bösen Drachen. So, das haben wir natürlich wieder hochheilen. Generell denke ich mal, wird schon gut gehen, auch wenn es halt doch heikel wird. Fragezeichen, wir sind da. Möchtest du den Säckchen aus dem Sockel nehmen? Sockel nehmen? Ja. Hm? Dira. Oh mein Gott, es ist der Herrscher. Es ist Grandiras. Drachekampf Super Boost. Mehrere Statuswerte. Dankeschön. Slow Time ist spannender. Yep, alle Werte meine Stufe erhöht. Du bist doch krank. Okay, nützt nix. Luftschnitt. Grandiras. Ja, ein Pokémon, das ich in Sonne trainiert habe. Und die Techniken alle sind noch geil, weil, ja, scheiße. Mediras, Mediras. Ich hab nichts gegen beide Gegner, wa? Weiß nur 32 und der andere natürlich nochmal. Ja, Schuppenrassen ist eine spezielle Attacke, aber sie ist ja speziell. Leck mich am Arsch. Ja. Ich tausche aus, das ist mir zu doof. Da bloß ein Eisstrahl. Akrobatik halt, wa? Das sieht auch speziell ein bisschen mehr aus. Deswegen hoffe ich, unsere Pflanzeneule macht das schon. Zumindest jetzt die Verteidigung natürlich ganz geil. So, jetzt aber Akrobatik. Das ist schneller. Kein Crit. Die Lage wird brenzlig. Weiter so. Grandiras, kommt mir zu Hilfe, meine Freunde. Ein Shirox, das sieht man selten, dass ein Grandiras einen Shirox rufen kann. Ist aber tatsächlich so, aber das haben wir noch nie gesehen, krass. Problem ist, das Prüfungszentrum kann keine Pokémon fangen. Oder vielleicht doch, ich versuch's mal. Scheiße. Yeah! Es mag mich, das hat überlebt. Yeah! Ja, das ist halt auch ein bisschen fies, wenn du überlegst. Das ist im Prinzip wie ein Fokus-Tour, oder? Aber Drecksen halt nichts. Alter, leck mich. Bin ich wirklich schneller? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich müsste schneller sein.
Der Herrscher ist tot! Nein, lass mich! Salamandra ist tot. Das gibt's doch nicht. Es ist gestorben. So. Habe ich was gegen Käferstahl? Da wirkt eigentlich nur Feuer. Vielleicht Boden noch, aber alles andere macht nur halt normalen Schaden. Na gut, speziell halt, wa? So, dann halt mal Volt und dann will ich mal gucken, ob es... Nee. Es ist ja keine offizielle Prüfung, man kann sicher kein Pokémon hier fangen. Aber ein Schirm ist natürlich schon cool. Also ob es noch schwache Attacken hat. Du kannst während der Prüfung keine Pokémon fangen, das ist fies, Mann. Guck mal, Luftschnitt. Ist zumindest normal effektiv und die Prüfung ist überstanden. Ja, Grandios und die Schuppen rasseln. Ist natürlich fies, dass er halt die eine Verteidigung senkt, oder? Und dadurch habe ich halt doch einen kleinen Vorteil. Yeah, ich hab's geschafft, Mann! Der Herrscher ist down und Volt hat's geschafft. Grandiras ist in die tiefsten Tiefen des Canyons entschwunden. Und wir haben es geschafft, Freunde. Das war die letzte Prüfung. Krass war. Vor allem, wir haben den Insel-Captain besiegt, bevor wir die Prüfung gemacht haben. Auch nicht schlecht, ja. Wenn eine Prüfung bestanden, aber du weißt ja, wer rastet, der rostet. Bzzz. Ja, bzzz, zurück. Okay, wir sind bereits da. Die Mondschein, oder das Mondschein-Podium. In Sonne wäre es halt das Sonnenschein-Podium. Michael! Ja! Man sagt, die Prüfung im Canyon von Pony sei die erste Prüfung, die je im Rahmen der Insellandschaft durchgeführt wurde. Und du hast sie mit Bravour gemeistert. Ich hatte aber auch nichts anderes von dir erwartet. Michael, yeah! Das ist die 7. Prüfung, die du im Laufe deiner Insellandschaft absolviert hast. Gratulation! Schnellst überhaupt, warte mal. Die erste Insel war es eine, war nur eine Normalprüfung. Auf der zweiten waren es 3, da waren ja Feuer, Pflanze, Wasser, gebe 4. Auf der dritten Insel waren es 2 Prüfungen, und zwar einmal Elektro und einmal Geist. 3, 4, 5, 6, ja, das war jetzt die 7. Du wirst das Trainer wirklich über dich hinaus. Der Narren hat aber auch Schwerstarbeit geleistet. Ich hebe das mal eben wieder auf, ja. Die anderen bitte auch, Lilly, wenn du schon mal dabei bist. Wäre ganz freundlich von dir. Naja. Wenn ich also das sehe, werde ich immer zuversichtlicher, dass ihr euer Ziel erreicht. Aber, ach was, ich bin mir absolut sicher, dass ihr es erreichen werdet. Ambros. Ich bin jetzt schon hier. Okay, das ist natürlich auch cool. Das heißt, diese Folge, nächste Folge noch ins Mond. Danach wieder 2 Folgen vermutlich. Oder waren es 2? Wie viel habe ich aufgenommen? Ja, 2. Nachher nochmal 2 Folgen in Sonne. Wegen Storyfinale und so. Und danach ist eigentlich nur noch eine Prüfung zu machen. Die große Abschlussprüfung hier in Pokémon Sonne und Mond. Jetzt müssen wir nur noch die Sonnenflöte und die Mondflügel zugleich klingen lassen. Komm, Michael, gehen wir. In dieser sehr langen Treppe wartet die Spitze des Podiums auf uns. Bzzz, stimmt. Das Schutz hat dann wirklich nicht mehr. Erneut einsetzen? Nein. Ich will keinen Schutz mehr. Ich werde mich dieser Herausforderung stellen. Ohne Schutz. Ohne Fluchtseil. Ganz hardcore. Und natürlich mit 6 Pokémon an meiner Seite. Und über 5000 treue Abonnenten. Ja, von denen glaube ich etwa aktuell 2 oder 3 als Let's Play verfolgen. Naja. Hauptsache, es gefällt euch noch. Wir schreiten voran. Ohne Zögern. Obwohl, gibt es vielleicht irgendwo ein Item? Eine TM, die ich übersehen könnte? Das darf natürlich nicht sein. TMs, Items, ich darf nichts übersehen. Auf dem Weg zum Champion.
Zum Inselwanderschaftschampion. Und schon bin ich da. Das war ja lame. In diesem Ort kann man die Kraft des Mondes sehr deutlich spüren. Was? Wölkchen, bevor ich dich in deine Welt zurückschicke, muss ich ihre Mutter zur Vernunft bringen. Ich will ihr mit meinen eigenen Worten sagen, was ich empfinde. Auch wenn ich kein Trainer bin, sollte das schaffen. Go Lily, go Lily. Die Sonnenflöte, sie fühlt sich so vertraut an. Ich denke, dass ich ohne Probleme auf ihr spielen kann. Obwohl ich nie Flötenstunde hatte. Naja, was soll's. Du musst da drüben stehen, Michael. Ich muss vor allem. Du und Lilly, ihr müsst gleichzeitig vorher ein Flöten spielen. Bzzz. Roto, was bist du denn für eine Sau? Okay, Freunde, spielen wir auf unseren Flöten. Gleichzeitig. Willst du auf der Mondflöte spielen? Ja. Wölkchen, es geht dir gut, ich bin ja so froh. Ja, Leute, Wölkchen hat die Warp-Digitation gemacht zu einem anderen Digimon, Pokémon. Es hat ein legendäres Pokémon, kann sich entwickeln. Okay. Ich bin fast erschrocken, dass du plötzlich aus meinem Rucksack gesprungen bist. Ja, dachte zuerst auch. Was? Der Rucksack, der kann sich selber bewegen? Was ist jetzt los? Ich hätte nie geglaubt, dass der Klang der Flöten dir solche Kräfte verleihen würde. Wer hätte gedacht, dass du dich dadurch zu einem legendären Pokémon entwickeln würdest? Heißt jetzt, es war vorher gar kein legendäres Pokémon, es ist erst jetzt? Also können sich normale Pokémon zu legendären Pokémon entwickeln? Mahina! Hey, dachte, das wäre Lunala. Davon stand nicht in allen Büchern, die ich studiert habe. In keinem Wort wurde erwähnt, dass du dich zu einem legendären Pokémon entwickeln würdest. Lunala. Ich meine, Wölkchen, bitte, ich muss unbedingt Mutter sehen. Mahina Pea! Mhm. Wir sind eine riesen Fledermaus. Es hat die Farbe geändert. Ultradimension. Also mir verrückt, Freunde, aber es erinnert mich schon ein bisschen an die Zierwelt aus Diamantperl, würde ich sagen, aus Platin. Und überrascht, wie schön es hier ist. Der Duft ist ziemlich stickig, das andere fällt wirklich ein wenig schwer. Stimmt. Hast du Schiss?
Ich weiß nicht, ich bin etwas verwirrt. Wölkchen hat sich entwickelt und auf einmal sind wir in dieser anderen Welt. Das alles ist ein wenig viel auf einmal. Doch jetzt ist nicht die Zeit, um sich Gedanken zu machen. Wir müssen weiter. Meine Pea! Meine Pea! Was hast du denn? Hm? Du willst also hier bleiben? Ja, Mann! Mir gefällt's hier! Vielen Dank, dass du mich hier in diese Welt gebracht hast, Völkchen. Ab hier übernehme ich. Korrektur, ich mache ja alles. Du bist einfach nur meine Cheerleaderin. Oh, du hast ausgeschaltet. Okay, normale Pokémon sind hier offenbar fehl am Platz und so. Deine Welt zurückkehren? Nö, noch nichts. Die fliegen ja auch herum. Okay, interessant. Ja, Lunala sieht plötzlich ein bisschen anders aus, weil es ist heller. Nicht mehr so dunkelblau, sondern eher so hellblau-weiß sogar. Das ist ja irgendwie so... Solgaleo und Lunala haben irgendwie so spezielle Formen. Die kannte man bereits vor Ultrason und Ultramond. Die wurden mal irgendwie in einem Artwork angeteasert, aber man wusste nicht genau, was es überhaupt bedeuten sollte. Also vielleicht irgendwie mal entwickeln können und so, oder die Form wechseln, wie auch die immer. Jetzt wissen wir, Ultrason und Ultramond, die sind zwar da mit dem anderen Viech da, was kann ich mehr das Vieh heißt, diesem schwarzen Pokémon halt irgendwie verschmolzen, zum Teil zumindest, aber sie haben auch diese Färbung. Und diese Formänderung, sag ich jetzt mal. Deswegen glaube ich, da wird es mehr in Ultrason und Ultramond geben. Ich bin der Boss von Team Skull. Ich habe von jetzt niemandem Angst. Aber alle sind in der Panik vor mir. Und ich frage doch jetzt mal was. Also ich bin ein bisschen lausch auf. Das ist wirklich selten dämlich. Bromley? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ihr überhaupt reingekommen seid. Aber tja, das seid ihr nun mal. Voll Scheiße von euch. Dieser trostlosen fremden Welt, jemand ist nur so von diesen Ultra-Bestien. Ich habe versucht, mir eins von diesen Dingern zu schnappen. Aber ich mir versagt, hat sich das Ding mich geschnappt. Was dann geschah, ist schwer zu erklären. Es war sehr, mein Geist wird doch erwacht. Also ich zum ersten Mal in meinem Leben bei Bewusstsein. Das Erwachen des Bromley. Ich bekam Panik. Was war hier los? Es war nicht mehr ich selbst. Dabei bin ich doch der Boss in Team Skull, der vor niemandem Angst hat, nur vor mir selbst. Mit Samantha ist das Gleiche passiert. Sie ist inzwischen viel zu stark für uns. Samantha existiert nur noch ihre wunderschöne Ultra-Bestie. Worte erreichen sie nicht. Gefühle prallen ihr ab. Nichts dringt mehr zu ihr durch. Nur der Schmerz. Ich werde trotzdem zu ihr gehen. Ja, denn das ist meine eigene Interpretation der Zeitkraft. So ungefähr war das doch, oder? Wir gehen auch mal, wa? Voll creepy hier. Siu. Ja, wir werden dich töten. Guck mal, wenn ich hier sehen möchte. Ach ja, die Welt meiner Ultrabestien. Ist sie nicht einfach atemberaubend? Das Einzige, was es hier gibt, sind die Anego und meine Liebe zu ihnen. Es ist wie im Traum. Ich glaube, ich befinde mich hier wahrlich und wahrhaftig im Paradies. Im Ultraparadies, nicht im Ätherparadies. Aber nein! Ihr Nervensäge müssen natürlich mit alles kaputt machen. Wer hat euch das Recht gegeben, diesen Ort mit eurer Anwesenheit zu zerstören? Bisher kam ihr diese wunderschöne Welt nur mir und den Anego. Genau, Mann, ihr seid scheiße. Nur dir und Anego? Was redest du denn da? Bob ist doch auch noch hier. Der ist mir völlig egal. Ich habe die Nase voll von ihm. Ich habe es endlich geschafft, in diese wundervolle Welt zu kommen. Und er will mich dazu bringen, wieder in unsere eigene Welt zurückzugehen. Darauf will ich aber nichts hören. Ich habe keine Geduld mehr für sein närrisches Geschwätz. Genau, Mann, so ist es. Zeig es ihr. Zeig es ihnen. Immer denkst du nur an dich. Das machst du immer so. Du warst schon im Ätherparadies. Und hier jetzt wieder. Schmoll.
Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Warum soll ich nicht alles um mich drehen? Die Anego drehen sich auch um mich. Ich will eben in einer Welt leben, die voll von dem ist, was ich liebe. Von mir selbst und den Anego. Du magst mein eigenes Fleisch und Blut sein. Du magst dich nach Soßen und nach meiner Liebe und Anerkennung sehnen. Aber selbst wenn du das seltenste Pokémon auf der ganzen Welt wärst, wenn du nicht die Schönheit besitzt, meiner Liebe würdig zu sein, bist du für mich einfach nur überflüssig. Alter, was für Worte einer Mutter. In meiner Welt ist nur Platz für Dinge, die ich liebe und die mir wichtig sind. Ich hab genug! Kinder! Kinder sind auch nicht das Eigentum ihrer Eltern! Gib's ihr, Lilly! Und für Pokémon gilt das Gleiche. Ein Trainer kann nicht einfach frei über das Schicksal an einem Pokémon verfügen. Ich bin ein lebendiges Wesen. Und Cosmo ebenfalls. Kinder-Pokémon sind keine Gegenstände. Sie haben ein eigenes Bewusstsein. Man kann sich die einfach entledigen, sobald sie einen nicht mehr interessieren. Du bist einfach nur gefüllt, kalt und grausam. Ja, grausam bist du. Ach, grausam bin ich, ja. Und inwieweit sind Trainer da anders? Pokémon, die sie nicht brauchen können, werfen sie doch einfach aus ihrem Team. Ganz wie es ihnen gerne in den Kram passt. Aber lassen wir es dabei. Dieses Gespräch führt zu nichts. Nur noch eines, Lilly. Ich kann und will nicht vergehen, dass du mir Cosmo einfach so auf und davon bist. Als du noch klein warst, hättest du es nie gewagt, mir zu widersetzen. Damals konnte ich noch eine gewisse Schönheit in dir erkennen. Aber du hast dich verändert. Du lehnst dich gegen deine eigene Mutter auf. Wie konntest du bloß so hässlich werden? Dann ist allein dieser Michael schuld. Er hat dich verdorben, er hat dich geschändet. Moment mal. Bevor das hier ein bisschen eskaliert, Freunde, würde ich mal sagen, wieder vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht es hier weiter und ich glaube, ich muss Samantha mal ein paar Takte beibringen. Und vor allem wir weisen, dass wir ihre Tochter nicht geschändet haben oder verdorben oder so. Lilly ist eben noch unschuldig, ein unschuldiges kleines Mädchen, obwohl mittlerweile ist sie eher eine, vielleicht auch noch unschuldige, aber trotzdem doch erwachsene Frau, die für sich selbst einstehen kann und die weiß, was sie will. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.